Hallo und herzlich willkommen zu einer Review über die Kinect von all den Monstern. An dieser Episode dreht sich alles um den neuen Godzilla-Film. Ob King of the Monsters seinem Numm endlich gerecht wird, aber wie die Monster in alle guten River kommen, das sieht alles hier bei Filmlife. 5 Jahre nach dem ersten Auftauchen von Godzilla lief weil der permanente Angst vor weiteren Titanen. An die Wissenschaftsorganisation Monarch wird sich bislang autonom um sämtliche Vorkommnisse von denen gekümmert. Allerdings gehen sie von der Regierung vorgestellt. Entweder lassen sie sich von der Regierung kontrollieren oder der Godzilla und all weitere Titanen gehen ausgelöscht, für weitere Katastrophen zu verhindern. An der Zwischenzeit schafft Damar Russell ein Biosonarsystem, mit dem es möglich ist, mit den Titanen zu kommunizieren. An den Lof hält das System dummerweise Antennen vom Ökoterrorist Alan Jonah. Den dort solo nach Damar an sein Mädchen Madison entfeiert, probiert alle guten Titanen oberstoßen zu lassen. Was den Alan noch hier hört, und ob sich die Katastrophe im Hibbei lässt, das sieht alles am Kino bei Godzilla, King of the Monsters. Naja, was soll ich schon sagen? Ich hab mir gewünscht, dass der Film richtig gut geht. Aber leider war das alles weit weg von gut. Der Film verursacht etwas bei einem, was das Schlimmste ist, was der Film machen kann. Und zwar absolut Gleichgültigkeit. Weder halt den Story bei der starken Nachtkampf. Und leider lässt der Film auch den Schauspieler nicht wirklich Platz für sich groß zu beweisen. Als bestes Beispiel ist halt Millie Bobby Brown, was bekannt ist als Stranger Things. Ich persönlich habe mich immens gefreut, wo ich gesehen habe, dass es gecast ging. Mir leider war sein Charakter so geschrieben, dass du nicht ganz viel zu spielen war. Entweder war er entsaat oder es war umscheißen. Dazu könnt ihr nur noch, dass der CGI nicht wirklich berauschend war. Lo macht vielleicht Sinn, dass sie vielleicht nicht den Budget hatten, den sie gebraucht hätten. Aber die ganzen Monster sind immer nicht mehr an dem alten Jurassic Park Trick zu gesehen. Und zwar spielen die ganzen Kämpfe immer nicht mehr am Deichtren und am Rehen. Das macht vielleicht am Anfang gut ausgesehen, aber um 6. oder 7. Kampf fängt der ganz dünn anstrengend zu gehen. Und dazu könnt, dass die Kamera immer so nah rauszoomt, dass ihr nie gesagt was wirklich gerade passiert. Ja, und da fängt der Film eben an mit seinen 2 Stunden 11 Minuten zu nerven. Ja, und da ist eigentlich schon bald alles gesagt. Ich meine, wenn die Story nicht überzeugen kann, dann müssen sie ja eigentlich mit den Kampfpunkten. Und das ist halt leider nicht der Fall. Als Vergleich will ich immer gerne Guillermo del Toro sein Film Pacific Rim. Den am Mengen wohl der beste Godzilla-Film ist, just ohne Godzilla. Mir genau so hätte ich mir auch King of the Monsters gewünscht. Vielleicht sollten sie das ganze Thema Godzilla nicht so tun, das ging dem Ganzen eventuell ganz gut durch. Und trotz dass der Film sich so hält, lassen sie sich nicht tun, für richtig flach Witze anzubauen, die einfach nicht mehr irritieren. Und nur will ich noch einen kleinen Kritikpunkt da gehen, dem ich persönlich immens genervt wird. Am Laufe vom Film machen sie eine gigantische Entdeckung, die so sehr wie sie entdeckt haben, auch schon am Vergiss geht. Vergleichbar wie das mit hey, mir ein Alien im Mond fand. Mir gut, ich habe mich nur genug abgeregt. Mir was halt ihr vom Film? War der genauso enttäuscht wie ich? Oder war der ganz zufrieden damit? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch dann trotzdem aber noch ganz viel Spaß am Kino mit Godzilla, King of the Monsters. Run. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right.